Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach der 5:1 Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Rainer, mal gucken. So, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FC Bayern München. Ein 5:1 Sieg für unsere Eintracht im ausverkauften Deutsche Bank Park. Begrüße die Journalisten hier im PK-Raum und natürlich auch bei der Cheftrainer Thomas Tuchel vom FC Bayern und Dino Topmöller von unserer Eintracht. Wie immer darf ich den Gästetrainer um das erste Wort bitten. Herr Tuchel, bitte um Ihren Kommentar. Ja, Glückwunsch zum Sieg an die Eintracht. Verdienter Sieg in der Höhe, weiß ich nicht. Wir sind, glaube ich, Auch in der Höhe voll verdient, Alter. Ganz ehrlich, wir hätten noch 2 kriegen können. Wir haben selber keinerlei Chancen erspielt. für das, was wir zugelassen haben, extrem hart bestraft worden. Ich habe gerade vorher eine Statistik bekommen, dass wir eigentlich nur 1,5 Expected Goals zugelassen haben. Wow. Das ist jetzt unser neuer Anspruch. Wir ziehen uns jetzt an Statistiken hoch. Hut ab. Daraus 5 zu kassieren, ist zum einen extrem bitter, zum anderen zeigt es, glaube ich, den Knackpunkt aus unserer Sicht für das heutige Spiel, wenn man einfach das verteidigt, wenn man einfach die Situationen, in die wir auch in Überzahl haben, die Halbchancen komplett unterschätzt und deshalb aus vielen Halbchancen viele Tore kassiert. Ich weiß, was das 2:0 oder das 3:0, wo der Frankfurter 2 Spieler stehen lässt und dann noch Manuel Neuer das Ding unter der Arme durchschießt. Ja, war minimal abgefälscht dann. Ja, dass das Expected Goal 0 ist. Aber du kannst doch nicht so einen Spieler da so verteidigen. Ja, also, plus Neuer, der da nicht gut aussah. Ja, also, was soll man da jetzt schön reden? Heute sind dann früh in Rückstand gegangen und haben eigentlich nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, auf den Platz bekommen. Ja, deshalb geht der Sieg unterm Strich in Ordnung und Unterm Strich. Junge. Glückwunsch. Das hört sich schwierig an, so unterm Strich. Das hört sich immer so an, ja, wir waren eigentlich die bessere Mannschaft, haben dann 2:1 verloren, unterm Strich war das aber okay. Alter, wir waren maßlos unterlegen, wir haben alles vermissen lassen und haben 5:1 verloren. Da muss man nicht anfangen mit unterm Strich. Dankeschön, Herr Tuchel. Dino, Gratulation, bitte um dein Statement. Danke erstmal, Thomas. Ja, ich glaube, das war halt jetzt die erwartete Reaktion, die wir uns von uns allen gewünscht haben, auch intern. Das Spiel ist natürlich von Anfang an auch in eine gute Richtung für uns gelaufen. Wir waren von Anfang an gut drin, haben, glaube ich, schon in der ersten Minute einen Torschuss, der jetzt zwar nicht ganz so gefährlich war, aber trotzdem dann ins Außennetz geht und dann merkst du, okay, wir sind im Spiel drin, weil wir wussten halt schon, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die bis dato jetzt in der Bundesliga noch kein einziges Spiel verloren hat. Und das Problem war halt einfach, dass wir gar nicht gegenwärtig waren. Ja. Also erstmal klar, Frankfurt hat super gemacht, habe ich schon in meiner Analyse gesagt. Glückwunsch auch von meiner Seite. Zu 100% verdient gewonnen, auch in der Höhe verdient gewonnen und nichts mit unterm Strich. Frankfurt war uns 90 Minuten lang überlegen. Ja, Frankfurt hat sich jemand zurückgezogen, hat uns den Ball gelassen. Wir wussten mit dem Ball nichts anzufangen und haben haarsträubende Fehlpässe gespielt. Kimmich Ball direkt in den Fuß von Götze aus 2 Metern Entfernung und so eine Scheiße. Ich denke, Götze hat heute hat alles gezeigt, was uns heute gefehlt hat. Von der Art Spieler. Ja, Götze war überall auf dem Platz für Frankfurt, hat die Bälle gehalten, auch wenn er unter Druck geraten ist, hat den Ball dann verteilt und so. All das ist bei uns nicht gegenwärtig. Diese Art Spieler haben wir nicht. Ja, das hat man heute gesehen, wie sehr uns das fehlt. So eine Art Spieler. Ja. wussten, dass wir über uns hinauswachsen müssen. Und dann, wie Thomas das jetzt auch schon sagt, wir hatten, natürlich ist der Sieg verdient, aber ich glaube, es ist einfach auch irgendwo dann bezeichnend, wenn ich das zweite Tor sehe, dann ist das Quäntchen Glück einfach auch auf unserer Seite gewesen, das muss man auch sagen. Für mich ist einfach extrem wichtig, dass man... Ja, dann war es das zweite Tor, dann ist ja das, worauf er anspricht. Weiß ich nicht. Ja, na klar, war das vielleicht aus Frankfurter Sicht ein bisschen glücklich, aber nochmal, wenn sich der Spieler gegen 2 gegnerische Spieler durchsetzt und dem Torwart, da muss man sich als FC Bayern auch nicht beschweren. Ja, der darf sich da halt gar nicht erst durchsetzen. Und ein Neuer muss den Ball halten, Punkt. Niederlagen richtig einschätzt. Das habe ich getan und auch diesen Sieg heute richtig einzuschätzen. Das ist halt extrem wichtig für die weiteren Aufgaben.
Es wurde ja ein Stück weit die Mentalität so ein bisschen angezweifelt von den Jungs. Und also ich lege für jeden von den Jungs die Hand ins Feuer. Sie haben eine überragende Mentalität. Wir haben in 23 Spielen davor, in 21 Spielen immer von der Mentalität sind wir am Limit gewesen. In den letzten Das ist schön, das würde ich gerne bei uns auch mal sagen können, dass wir von den, weiß nicht wie viele Spiele es waren, zu 95% von der Mentalität her am Limit waren. Das waren wir vielleicht, ich glaube noch nicht mal 50%. Also über 90 Minuten, ja, das Spiel gegen Dortmund, noch 2, 3 Spiele, das war's. Sonst waren wir nicht einmal über 90 Minuten von der Einstellung, von der Galligkeit her am Limit, Alter. 2 Spielen war es schlecht, keine Frage. Aber heute war es wieder unglaublich und da lasse ich auf keinen Fall was auf die Jungs kommen. Und die Reaktion war wichtig. Das macht das Pokal aus jetzt nicht besser, aber trotzdem war die Reaktion extrem wichtig für uns jetzt in der Bundesliga. Danke. Danke sehr, Dino. Eure Fragen bitte. Christopher Michel von Sport 1 startet. Ja, guten Abend, Dino, und hallo, Herr Tuchel. Erstmal an dich, Dino. Ist dir denn schon die Tragweite dieses Sieges, dieses historischen 5:1 bewusst? Es gibt nur 4 Spiele in diesem ganzen Jahrtausend mit 4 Toren Unterschied hier in der Bundesliga, die erreicht wurden. Also sozusagen 5:1 Sieg. Ist dir das schon bewusst? Und Herr Tuchel, haben Sie da eine Erklärung für diese krassen individuellen Patzer? Also sei es die Ballverluste von Joshua Kimmich auch beim 4:1, wo Upamecano plötzlich rausbricht und den ganzen Raum frei macht. Also gibt es dafür Erklärungen? War das diese längere Pause? Naja, ich habe es ja schon in meiner Spielanalyse gesagt. Also die Szene vom Opa, Alter, er hat keine Möglichkeiten. Ja? Alles steht, keiner bietet sich an, keiner kommt mal entgegen, versucht dem Innenverteidiger mal zu helfen, mal eine Anspielstation darzubieten. Unsere Außenverteidiger standen dann auch nur noch vorne. Das war unsere Taktik in der zweiten Halbzeit. Was soll ein Opa machen? Ja, ganz ehrlich, was soll er machen? Das ist ja die ärmste Sau auf dem Platz. Na klar, darf er dann den Fehlpass nicht spielen, aber nochmal, also da den Opa da in die Verantwortung zu nehmen, fühle ich nicht. Ja, das sage ich euch ganz ehrlich. Pause, oder gibt es da noch andere Ansätze? Vielen Dank. Bezüglich Tragweite weiß ich nicht. Also für mich ist jetzt das sind 3 Punkte, Alter. Was ist das für eine es gibt 3 Tragweite, Punkte, Alter? nicht mehr und nicht weniger. Ja. Klar sind es Punkte, die du vielleicht nicht unbedingt einkalkulierst, aber wir haben uns schon auch vor dem Spiel Chancen ausgerechnet. Wir haben schon dran geglaubt, dass wir gewinnen können, aber wir wussten auch, dass wir extrem viel investieren müssen. Und das habe ich den Jungs auch gestern schon vorm Training auch gesagt, dass ich kann ihnen keiner. Der Tuchel das unseren Spielern auch mal sagen sollen. Und wenn das unseren Spielern gesagt hat, dann sollte er sich langsam mal Gedanken machen. War das nicht das erste Mal diese Saison, dass er denen das angeblich erzählt hat, aber anscheinend ja dann nicht bei der Mannschaft ankommt. Ja? Sollte man dann langsam mal hinterfragen. Ergebnis garantieren, weil wir gegen Bayern München spielen, die beste Mannschaft einfach ist in Deutschland, ohne Frage, auch wenn es vielleicht jetzt vom Tabellenstand gerade nicht so ist, aber gehen wir davon aus, dass sich das noch ändern wird. Und ich gehe da nicht mehr von aus. Also das heutige Spiel, wie gesagt, wir waren auf einem guten Weg mit Dortmund und den beiden Spielen danach. Dann gegen Köln war es schon graus, gegen Kopenhagen war es noch mehr graus. Und das ist jetzt wieder trotz 10 Tage Pause, Vorbereitung ohne Ende, ist es heute wieder in einer absoluten Frechheit gegipfelt an Leistungsverweigerung. Also für mich ist der Zug abgefahren. Also ihr seht's, wir kriegen gar keine Konstanz rein. Ja? Hätten wir jetzt wenigstens den Biss gezeigt, den Ehrgeiz und so weiter und die Zweikämpfe angenommen und so weiter und hätte es dann so hoch verloren, hätte ich noch gesagt, ja, keine Ahnung, hast einen schwarzen Tag, alles gut. Aber wir sind wieder in alte Muster gefallen. Man hat wieder nicht das Gefühl gehabt, dass eine Mannschaft auf dem Platz war. Wir haben 11 Egoisten auf dem Platz. Ja, da fehlt's an allen Ecken und Enden. Ja. Dazu der Umgang mit Müller, der Umgang mit den Jugendspielern. Ja. Und von daher, wir sind total froh über die Reaktion und müssen aber trotzdem den Sieg jetzt richtig einordnen und nicht abheben, sondern wir haben jetzt noch 3 weitere Spiele. Am Donnerstag geht's weiter. Ja, es wird spannend, ob Tuchel jetzt gleich das irgendwie als Ausrede nimmt. Ich kann es mir nicht vorstellen, ist er eigentlich auch nicht der Typ für. Bin mal gespannt, was er sagt. In Aberdeen, die Jungs können das jetzt einfach auch mal genießen, den Moment. Haben 2 Tage frei und dann bereiten wir uns auf die nächsten Aufgaben vor. Frage war individuelle Fehler.
Ja, wir können schwer dagegen argumentieren jetzt, Du kannst gar nicht dagegen argumentieren. dass uns da, was haben Sie gesagt, die Spannung gefehlt hat oder was nach der Woche. Das sah auf jeden Fall so aus, auch wenn es jetzt intern bis gestern und Ja, das muss man dann aber auch mal ganz, ganz knallhart sagen. Das ist aber dann auch in der Verantwortung der Trainer, des Trainerteams. Ja, da will ich gar nicht nur Tuchel in die Verantwortung nehmen. Es kann nicht sein, dass man vorher immer labert, ja, Belastung, bla bla bla, das ist der Grund, warum uns die Anspannung fehlt. Wir müssen können wir nicht spielen lassen eigentlich wegen Belastung. Dann auf einmal, ach nee, ist alles nee, ist bei uns gar nicht so, wir haben keine Belastung. Jetzt haben wir mal Pause gehabt, konnten mal eine Woche mal irgendwas einstudieren, wovon man nichts gesehen hat auf dem Feld. Nichts, nicht ein Automatismen, ja, gar nichts. Es wurde gar nichts, hat man gesehen auf dem Feld davon. Und dann jetzt zu sagen, ja, das wird ja schon mit reingespielt haben, dass wir 10 Tage kein Spiel hatten. Alter, fällt mir echt ein Ei aus der Hose, sag ich euch, wie es ist. heute um 3:30 nicht so ausgesehen hat, sah es ab 3:30 definitiv so aus. Die individuellen Fehler sind natürlich zu viel und heute im heutigen Spiel und auch eklatant, aber sie sind alle Fehler, die Sie jetzt auch benannt haben, sind nicht direkt Fehler, die dann dazu führen, dass jemand alleine aufs Tor läuft, dass im tiefen Spielaufbau im 16er jemand ausrutscht und dann komplett jemand ins leere Tor schieben kann. Wir können in allen Situationen, wenn ich die Tore jetzt, also zumindest das 2., 3., 4. Ja, aber es war keine Mannschaft auf dem Feld, das ist ja, was ich gerade sagte. Ja. Es ist keiner für den anderen gelaufen oder hat versucht, einen Fehler auszubügeln oder sonst was. Es waren 11 Ich-AGs, vielleicht Harry Kane nehme ich immer da raus, der versucht hat, die anderen einzusetzen und nicht nur egoistisch versucht hat, Aktionen zu setzen. Alle anderen waren heute reine Ich-AGs, Alter. Tor sind wir in allen Situationen in Überzahl nach dem individuellen Fehler. Aber wir sind einfach nicht in der Lage, in der Überzahl dann uns so zu verhalten, dass wir. Wir sind nicht in der Lage. Der FC Bayern München ist nicht in der Lage. Hört euch das an. Dass wir die Torgefahr, ich weiß nicht, erkennen und sie dann auch so zu Ende verteidigen, dass kein Tor passiert. Das ist, glaube ich, die eklatantere Schlussfolgerung heute als die Fehler. Die sind natürlich offensichtlich und zu viel und habe ich jetzt auch keine Erklärung für individuelle Fehler, weiß ich nicht. Die Kollegin hier vorne, bitte. Hanne Reif, Merkur TZ. Herr Tuchel, im Frühjahr nach Niederlagen in Ihrer Anfangsphase haben wir Sie auch mal sehr ratlos auf Nach Niederlagen? Im Supercup haben wir eine gehabt. dem Podium gesehen. Das wirkt jetzt ein bisschen anders. Wird es Ihnen auch leichter fallen, den Schalter umzulegen, weil Sie wissen, wo Sie ansetzen müssen? Und können Sie uns vielleicht kurz nicht alles verraten, was in der Kabine passiert ist, aber die Gemütslage und mussten Sie den einen oder anderen... Was soll da für eine Gemütslage sein, Alter? Die 11 Ich-AGs sitzen da alle und sind pissig. Das ist die Gemütslage, Alter. vielleicht mehr in den Arm nehmen als andere. Ja, jetzt so einen Arm nehmen, jetzt spielen Profifußball, das ist jetzt kein... Das wäre schön, wenn wir mal Profifußball spielen würden und dann mal Profifußball dann auch mal aufstellen würden oder mal handeln würden, ne? So, nochmal, was ist ein Koman und Choupo-Moting in der zweiten Halbzeit noch auf dem Platz, Alter? Wenn wir hier von Leistungssport reden, haben die da nichts mehr zu suchen. Punkt. Muss jetzt niemand in den Arm genommen werden nach einer 5-1-Niederlage, sind wir erstmal mehr sauer als traurig, würde ich sagen. Das ist mal der vorherrschende Gemütszustand. Was willst du denn da traurig sein? Du solltest dich schämen. Mit der gesamte Mannschaft sollte sich schämen. Die muss nicht traurig sein. Auf was soll man traurig sein? Alter, wir wissen ja, dass sie das Leistungsvermögen haben. So. Wir müssen ja nicht darüber reden, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt der VfL Bochum und wir haben nicht dieses Leistungsvermögen, ja, dann können wir darüber reden, dass man traurig ist. Dass man eine falsche Taktik gewählt hat und deswegen untergegangen ist. Keine Ahnung, whatever. Ja, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du traurig bist, Alter. Du musst dich schämen, dass du so eine Leistung gezeigt hast, wie die einzelnen Spieler diese gezeigt haben. Das ist das richtige Wort. Nicht Traurigkeit, Alter. Wir haben ganz normal vorbereitet vor dem Spiel, auch mit einer Viererkette gerechnet, da haben wir die Aufstellung gesehen, haben wir kurz vor dem Spiel nochmal eine Variante durchgesprochen, falls Frankfurt mit einer Fünferkette spielt. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass wir dann am Ende, dann kurz vor dem Spiel nochmal, dass wir zu viel Informationen weitergegeben haben. Vielleicht war das auch ein Puzzleteil, weiß ich nicht.
okay, wir begründen das jetzt, dass wir so eine Leistung gezeigt haben, weil man dann nochmal die Infos weitergeben hat. Pass mal auf, wenn Frankfurt jetzt doch mit einer Fünferkette spielt, dann müsst ihr euch so und so verhalten. Das soll jetzt der Grund sein, oder was? Also da muss man sich echt mal Gedanken machen, dass man nicht mal die halbe Mannschaft austauscht. Und dann vielleicht mal bei uns Spieler anstellt, die in der Lage sind. Das war ja schon unter Nagelsmann das Thema, dass die da nicht in der Lage sind, mal innerhalb eines Spiels mal irgendeine Taktik zu ändern oder auf irgendwas zu reagieren. Und dann sollte man sich mal Gedanken machen, ob die Leute, die bei uns da rumlaufen, das Niveau haben, Profifußballer auf dem Level des FC Bayern München zu sein, oder? Weil das muss ich ja wohl vom Spieler verlangen, dass er sich auf 2, 3 Sachen einstellen kann innerhalb von 90 Minuten. Der Spielplan dominiert sowieso unsere Reaktion. Wir spielen jetzt in Manchester, und dann gegen Stuttgart. Wir können unter keinen Umständen auf diesem Niveau weiterspielen, weil wir dann einfach viel zu viel Chancen zulassen und die Halbchancen. Wenn du auf dem Niveau weiterspielst, verlierst du die letzten 3 Spiele jetzt noch und dann ist gut. Dann ist der Zug abgefahren, Alter. Müssen wir definitiv besser verteidigen. Das ist, glaube ich, jetzt heute der größte Punkt. Aber ansonsten brauche ich auch noch mal eine Videoanalyse davon. Ich muss das Spiel auch noch mal sehen, um zu verstehen, was genau da im Argen lag. Aber es sah nicht gut aus in der ersten Halbzeit. Was da im Argen lag, da musst du keine Videoanalyse für haben. Ja, nochmal, wir haben jegliche Einstellung vermissen lassen. Es war keine Mannschaft auf dem Feld. Jeder Spieler, der den Ball hatte, war irgendwie so, ja, guck, mach doch jetzt mal irgendwas. Mach doch mal, guck doch mal. Keiner ist mal gelaufen ohne Ball, hat sich mal angeboten, ist mal dem Ballführenden entgegengekommen, sonst was. Gar nichts. 0. Halbzeit. Wir wollten dann in der Halbzeit noch mal ein bisschen umgestellt im Spielaufbau. Wollten einen Spieler höher mit reinbringen und beide Außenverteidiger gewechselt. Ja, die waren beide hoch. Und ein Choupo und ein Coman waren weiterhin auf dem Feld. Weil die so super starke Szenen und offensiv stark waren in der ersten Halbzeit. Also, Hut ab, Alter. Und natürlich in den Spielen davor, die sie gespielt haben, auch schon super überzeugend waren. Ja. Dass man Sané und einen Harry Kane auf dem Feld lässt, erstmal war ein Harry Kane noch der auffälligste, kann ich ja verstehen, weil ein Sané halt gute Szenen in den letzten Spielen hatte und gut in Form ist. Ja. Wenn er da mal einen schlechten Tag hat, würde ich auch sagen, komm, vielleicht kriegt er die Kurve innerhalb des Spiels. Aber ein Coman hat schon absteigende Form seit 3 Spielen und vom Choupo-Moting fange ich gar nicht erst an. Ne? Dann explodiert gleich mein Schädel, Alter. Um ein bisschen mehr Risiko zu nehmen und haben sofort eine große Chance und haben uns dann sofort selber bestraft mit einem. Ja, warum? Ich fange gar nicht erst an. Die Chance hatte Choupo. Hat sie kläglich vergeben. So viel dazu. Diesen Fehler, aber auch da, wir sind bei dem Konter nicht in Unterzahl, wir sind in Überzahl, kann alles ausgebügelt werden, aber ja, dann musst du den letzten Schritt gehen, dann musst du dir wirklich mehr Verbissenheit verteidigen, als wir das heute gemacht haben. Es reicht nicht nur in Überzahl zu sein, sonst ist die Qualität zu hoch und das wird dann am Dienstag genauso sein und am nächsten Sonntagabend auch. Sonja Pahl von Hitradio FFH. Dino, Frage an dich. Du hast gerade so schön gesagt, ihr habt eine Reaktion ja von der Mannschaft erwartet. War das vielleicht einfacher, weil es gegen den FC Bayern ging und jeder natürlich auch gerne mitspielen wollte? Oder andersrum gefragt, was hast du genau gemacht, um sie so anzufeuern? Ja, wie ich schon gesagt habe, also wir konnten auch die letzten beiden Spiele richtig einordnen. Wir sind schon grundsätzlich eine Mannschaft, die auch Fußball spielen will. Es war halt auf den letzten beiden Plätzen weniger möglich. Trotzdem verlangt man natürlich mehr Intensität, dass du diese Dinge einfach reinbringst. Aber heute ist halt nochmal ein anderes Spiel. Wir haben versucht, auch von hinten raus zu spielen. Klar, es ist gegen Bayern nicht immer so einfach, aber wir haben dann natürlich auch viel mehr Raum gehabt hinter der Kette. Das ist halt einfach ein komplett anderes Spiel. Und deswegen ist es halt für uns wichtig, dass wir diese Unterscheidung auch immer sehen und auch diese Dinge dann auch richtig einschätzen können. Das habe ich großartig mit der Mannschaft gemacht. Ich habe ja gesagt, es ist jetzt 24. Spiel, glaube ich. In 22 Spielen sind die Jungs ans Limit gegangen. Also ich habe jetzt nichts besonders anders gemacht. Ich glaube, dass wir sehr gut vorbereitet waren auf den Gegner. Da auch nochmal ein Dankeschön an unser Analyseteam. Und die Jungs haben es einfach mit Leben. Fairerweise muss man sagen, dass es aktuell und nicht wirklich schwer ist, uns zu analysieren. Ja, ich denke, das ist kein Problem. Frankfurt hat heute das Paradespiel gegen uns gezeigt. Ja. Feuerfrei von Anfang an ein Tor machen, zurückziehen, uns kommen lassen, auskontern, 3-0, Ende. Das ist das perfekte Spiel, wie du gegen uns spielst. Ja.
Galatasaray hatte den Fehler gemacht im Hinspiel, dass sie versucht haben, 90 Minuten zu pressen, weil sie auch die Tore nicht gemacht hatten. Dass wir gegen Mannschaften, die hinten drin stehen, einfach 0 Ideen haben, ist nicht neu. Ja, wir kriegen dann auch kein Kombinationsfußball hin, gar nichts. Also, wir haben keinerlei Ideen. Es ist keine Struktur, keine Idee zu sehen. Ja, und wenn dann Choupo-Moting unser Zehner sein soll, Alter, dann, keine Ahnung, dann gute Nacht. Ja, was willst du dann verlangen? Eben gefüllt und auf dem Platz eine tolle Leistung gezeigt. Und mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Wie wird zu Georg Holzner vom Kicker? Hallo Tuchel, servus. Eine Frage. Was haben Sie eigentlich Ihrer Mannschaft in der Halbzeit mitgeteilt? Weil es ist jetzt auch eine Situation gewesen, die man nicht so oft hat beim FC Bayern, dass man 3-1 hinten liegt. Naja, was soll er denn mitgeteilt haben? 3-1, Männer, gebt nochmal alles, geht raus, gebt Feuer frei, die erste Viertelstunde, sieht zu, dass das 2-3 macht, dann ist alles wieder drin. Ja? Steht dabei kompakt, helft euch gegeneinander und das wurde nicht umgesetzt. Also, was ist das Problem? Jetzt im Nachhinein. Also, er wird ja sowas gesagt haben. Also, wenn nicht, dann, keine Ahnung, vielleicht sagt das jetzt, was er gesagt hat, wovon ich nicht ausgehe, aber Glück, hör sag das ich jetzt rein. auch so vor der Pause. Was gibt man da mit? Nee, nicht mit Glück. Klar, das Ergebnis, ich denke nicht, dass es mit Glück 3-1 für Frankfurt stand oder für uns Glück. Sie meinen für uns Glück, dass nur 3-1 stand. Ich glaube, Noch kurz vor der Halbzeit okay, dass so es war das. wenigstens doch noch fällt. Ja, okay. Ich glaube, dass wir aus unseren Chancen extrem wenig gemacht haben, weil wir sie hatten und Frankfurt extrem viel, dass die Aha, wo hatten wir denn die Chancen? Und wenn das doch so ist, dann musst du doch direkt als erstes mal den Schub rausnehmen, den alten Junge, Alter. Darf mich nicht wieder aufregen. Ganz ehrlich. Oder Koman auch klaglos. Das waren aber keine Chancen, das waren Halbchancen, Alter, aus der Luft gegriffen. So, aber dann nehmen die Ballerbieren doch raus zur Halbzeit, wenn sie keine Form haben oder einen schlechten Tag haben. Junge, gleiche Alter. Geschichte. Wir waren schon mal 2-0 zurück in Leipzig und konnten es umdrehen. Wir waren auch heute ruhig und sehr inhaltlich. Wir haben 2 Wechsel Ja, hat dann 5 Minuten gedauert. gemacht, haben Systematik ein bisschen umgestellt, auch nicht zu viel, dass nicht jetzt irgendwelche verrückten Sachen machen und Nee, überleg mal. Dann ist die Mannschaft ja maßlos überfordert, wenn wir jetzt irgendwelche verrückten Sachen machen will. Jetzt überlegt mal, wir hätten gesagt, komm, wir ziehen den Leon zurück und stellen auf eine Dreierkette um. Ja? Stellt euch das mal vor. Das große FC Bayern München, Weltclub, Profimannschaft, Profifußballer, die wären doch maßlos überfordert. Du hast die ganze Saison eine Viererkette gespielt, sollst du auf einmal in der Halbzeit wechseln auf eine Dreierkette, um den Gegner mal ein bisschen was zu verwirren. Stellt euch das mal vor. Kannst du nicht machen. Also, geht nicht. und dadurch auch irgendwie vor lauter Nachdenken dann den Flow nicht finden. So deshalb einfach nur Sachen gemacht, die wir normalerweise kennen. Vor lauter Nachdenken den Flow nicht finden. Alter, wir reden von Profifußballern, Alter. Nochmal, jeder Profifußballer sollte in der verkackten Lage sein, 2, 3 Formationen im Spiel aber locker mal hinzukriegen. Und seine Position daraufhin anzupassen. Wollten dann giftiger über die Außen spielen und aus 6 Giftiger über die Außen spielen, aber stellen die Außenverteidiger in die Mitte rein. Ja, hat er gut geklappt. hohen Positionen eigentlich durch die Kette laufen und hinter Frankfurts Kette kommen und dann eigentlich viele Bälle in den 16er bringen, um den Druck zu erhöhen. Das ist uns eigentlich durchs ganze Spiel zu wenig gelungen. Und dann ein paar Ich dachte, wir hatten die Knallerchancen. Minuten gut angefangen und kriegen dann mit dem nächsten Fehler. Wo haben wir denn gut angefangen? Wir haben gar nicht gut angefangen, Alter. Wir waren weder nicht auf dem Platz, wir waren weder nicht fickerig. Frankfurt hat wieder uns den Schneid abgekauft direkt. Alter, Betty. Tor, Nimm doch mal die rosarote Brille ich bin ab. auch sehr enttäuscht über die zweite Halbzeit, muss ich sagen, weil das ganz klare Ziel war, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Wir haben sie, ich sage jetzt. Ja, und nochmal, da musst du halt den Leimer auch mal auf die 8 stellen. Ja? Da musst du halt auf Dreierkette stellen, wenn du unbedingt mal Sraoui auswechseln willst. Oder muss ein Kretzig oder sonst wen da hinstellen. Da musst du halt mal ein bisschen kreativ werden, Alter. Ja? Aber Kimmich und Goretzka waren Totalausfälle mittig. Und wenn du die Frankfurter mal unter Druck setzen willst, gerade den Götze, der machen konnte, was er wollte, 90 Minuten lang,
Da wäre der Leimer genau der richtige Mensch für gewesen. Ja? So. Und das muss ich doch aber verlangen, auch, dass das ein Trainerteam analysieren kann und sehen kann. Ja, klar, die Tore haben andere gemacht und die Offensivaktionen haben andere Spieler in Frankfurt initiiert. Aber der Spieler, der heute am wichtigsten war bei Frankfurt, war für mich der Götze, Alter. Der hat ein Riesenspiel gemacht. Jetzt mal einfach so 2-0 verloren und haben mit diesem ersten Gegentor dann eigentlich zum 4-1 war es gegessen. Es muss nicht so sein, weil wir wollten den Fokus komplett drauf legen, die zweite Halbzeit zu gewinnen und dann wäre es auch möglich gewesen, die zweite Halbzeit mit 2 Toren zu gewinnen. Das ist jetzt alles im Konjunktiv, weil das, was wir wollten und das, was wir gemacht haben, auf jeden Fall nicht im Einklang steht und auf jeden Fall nicht auf dem Level ist. Ja, aber das heißt doch auch, dass er die Spieler nicht erreicht, Alter. Nennen wir es doch jetzt mal beim Namen. So, wenn er alles vorgegeben hat, wie es denn sein soll, ja, entweder fehlt dann und die Qualität, ja, aber angeblich haben wir ja die besten Kader in Deutschland und können Champions League-Sieger werden mit dem Kader und hast du nicht gesehen. Wenn dem so ist, ja, dann muss es ja an was anderem liegen. So. Sollte man sich jetzt mal langsam Gedanken machen. Weil das jetzt schon wieder die Spirale, nachdem es mal ein bisschen aufwärts ging, dann schon wieder so ein leichter Knick gegen Köln und gegen Kopenhagen war, jetzt wieder ganz nach unten ballert. Alter, dann ist irgendwann irgendwas verkehrt. Dass wir von uns alle selber erwarten, deshalb sind wir Aber ganz ehrlich, was setzt man aber auch für Signale als Trainer? Was setzt man für Signale, wenn man Choupo-Moting da auf die 10 stellt, Alter? Gegen Köln war schon eine Farce. Und dann macht man das wieder. Ja, weil ein Spiel gleich verletzt, Choupo ist gleich verletzt. Und dann kommt es im nächsten Spiel, Alter, und er stellt ihn wieder auf diese Position, Alter. Das ist doch ein Witz. sehr enttäuscht und natürlich sauer, weil es auch unsere erste Niederlage ist. Und es gibt jetzt viel aufzuarbeiten, viel zu verdauen. Es ist nicht viel Zeit und müssen am Dienstag komplett anders auf dem Platz stehen. Der Kollege ebenfalls in der zweiten Reihe, bitte. Das Ding ist nur, dass das Spiel am Dienstag keine Sau interessiert, Alter. Das Spiel danach gegen Stuttgart, das ist das, was interessiert. Christian Kamp von der FAZ. Herr Tuchel, wie haben Sie die Kräfteverhältnisse im Zentrum heute gesehen, wo ich fand, dass irgendwie Larsson und Götze für die Eintracht sehr, sehr dominant gespielt haben? Götze war überragend, Alter. Wie gesagt, Götze hat all das gezeigt, was uns als Spielertyp im Moment fehlt. Ja, Ball halten, auch wenn er angelaufen wurde. Ich meine, der wurde von Goretzka oder Kimmich immer versucht, unter Druck zu setzen. Das ist auch lächerlich, das können die beide nicht. Ja, war für mich so der heimliche Star bei Frankfurt, ne? Ja. Und vielleicht in Verbindung damit, wenn ich es richtig gesehen habe, Sie haben zum zweiten Mal in der Saison mit Kane und Choupo-Moting zusammengespielt. Sie haben und zum zweiten Mal war es Rotze, Alter. Im Spiel erklärt, warum. Im Nachhinein hat man das Gefühl, vielleicht, dass es nicht so richtig funktioniert hat. Vielleicht auch, weil im Zentrum auch da dann, sagen wir mal, keine Kreativität, nichts, Alter. Null, nothing. Spielstärkerer Spieler vorne gut getan hätte. Haben Sie das auch so gesehen? Nee, sonst hätte ich es. Also erstmal Lob und Anerkennung für diese Frage. Habe ich ganz genauso gesehen. Die Frage nicht besser formulieren können. Aber Herr Tuchel hat das ja anders gesehen. Kann er uns jetzt mal erklären. Ja nicht aufgestellt, wenn wir nicht überzeugt gewesen wären. Wir haben eins unserer besten Halbzeiten mit Choupo gespielt. Alter, ich hau mich weg, ey. Eins unserer besten Halbzeiten war gegen Köln, oder was? Alter, hat der irgendwas geraucht in seinem Schädel, oder was? Junge, ich fall dir gleich vom Glauben, ey. Und haben schon erwartet, dass Frankfurt uns auch hoch anläuft und hoch presst. Deshalb wollten wir die Möglichkeit haben, auch mit langen Bällen über Choupo uns zu befreien. Ja, und so ein Tell kann natürlich keinen langen Ball annehmen. Oder Müller kann das auch nicht. Keine Chance. Also das ist... Die Profifußballer, die können das nicht. Die können keinen langen Ball verarbeiten. Das war heute wenig Argumente. Von Harry Kane brauche ich nicht anfangen, oder? Wir haben für das, was wir gemacht haben, weil es natürlich auch einfach nicht gut ausschaut, was wir gemacht haben, inhaltlich und das sah schon gegen Köln nicht gut aus. Von Kopenhagen brauchen wir gar nicht erst anfangen, Alter. Auch individuell, das ist ja klar. Und damit bleibt die Verantwortung dann letztendlich auch bei mir. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wir haben uns für die Aufstellung entschieden, dann nehmen die Kritik an. Das ist doch auch okay. Komm mal nochmal. Lass mal einen Gang runterfahren. Egal aus welchem Grund, er ist Choupo-Fan, ist maßlos überzeugt von Choupo. Alles gut.
So, dann sehen wir die erste Halbzeit. Wir liegen 3-1 hinten. Da muss ich doch in der Lage sein, zu reflektieren, dass die Entscheidung beschissen war. So, das muss man sich doch eingestehen können, oder nicht? Und dann zur Halbzeit das ändern, dagegen steuern. Den Choupo raus, den Coman raus, 2 frische Leute da vorne rein. Und dann sieht man doch, ob man das Ruder noch rumreißen kann. Aber nein, was macht man? Man spielt die gleiche Scheiße weiter. Und wundert sich dann, dass 4-1, 5-1 kommt. Und dann, ach ja, ist 5-1, das Spiel ist durch. Komm, dann bringe ich jetzt mal Müller rein, dann bringe ich Musiala rein, können die noch ein bisschen, was weiß ich was machen. Also das verlange ich vom Trainer. Sorry, Leute. Ja, ich meine, die beiden Außenverteidiger konnte auch zur Halbzeit auswechseln. Dann hätte er den Coman und Choupo-Moting hätten es genauso verdient gehabt, runtergenommen zu werden in der Halbzeit. Und sind die Ersten, die uns selber hinterfragen, aber ich glaube nicht, dass es an einzelnen personellen Entscheidungen lag. Aha, haben wir gesehen. Die einzige Chance nach der Pause hatte Choupo, was daraus passiert ist. Wer anders gestanden, gut, weiß man jetzt nicht, hätte, wenn und aber. Ja, aber lag da nicht an einzelnen Personen. 100% überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft besser spielen können. Wir haben deutlich unter unseren Möglichkeiten gespielt, aus den genannten Gründen. Müssen uns an die eigene Nase fassen. Ja, wir waren nicht dominant genug im Zentrum, wo wir das Spiel natürlich kontrollieren wollen. Wir hatten gar keinen Zugriff, 0. Und nochmal, die erste halbe Stunde war Goretzka gar nicht dagegen. Der stand irgendwo vorne rum. Was ja okay ist, war halt die Anweisung vom Trainer. Aber da muss ich doch auch da wieder die Trainerfrage, da muss ich doch schon nach einer Viertelstunde erkennen, dass ein Kimmich nicht anspielbar ist, weil er im Raum gedeckt wird von 3 Frankfurtern, die da vorne im Dreieck standen und die Räume vorne zugemacht haben. Da muss ich doch schon als Trainer, wenn das von Spielerseite schon nicht klappt, weil er ja nur ein super erfahrener Nationalspieler ist und das selber nicht sieht, dass ein Kimmich da hinten Probleme hat und ich mich mal fallen lasse, um denen zu helfen, da muss ich doch wenigstens von Trainerseite zum Goretzka hingehen und sagen, pass mal auf, Leon, geh mal nach hinten, stellt euch mal auf eine Doppelsechs, dass ihr da mal ein bisschen Kontrolle bekommt. Ist auch nicht passiert. Warum auch? Im Grunde eigentlich in der Mannschaftsleistung und dem, was wir wollten, haben wir extrem wenig gesehen auf dem Platz, wo es wichtig ist, Spiel zu kontrollieren, den Rhythmus zu bestimmen. Ist uns das heute auf jeden Fall nicht gelungen, haben die Räume nicht gut gefunden, nicht gut besetzt, haben viele einfache Ballverluste gehabt und sind dann nicht, auch im Unterschied zu anderen Spielen, wo wir uns schwer getan haben, auch nie die vollständige Kontrolle gehabt, auch nie die Kontrolle über die Konter gehabt. Und dann kommt das nächste Thema und selbst wenn wir in Überzahl waren, war es nicht genug, um Konter zu verhindern oder Torchancen zu verhindern, die eigentlich gar nicht so groß waren. Deshalb, es ist eine große Mängelliste heute, aber okay. Mit der Verletzung von Serge und dann noch ein halbes Eigentor beim zweiten Tor kam natürlich wirklich dann irgendwann alles zusammen, wenn man dann unterm Strich noch sieht, kann mich auch nur wiederholen, dass wir die Expected Goals gewonnen haben. Boah, Tuchel. Ich könnte jetzt gerade Worte sagen, ich schenke es mir. Wenn ich mich nach dem 5-1 da hinsetze und auf dem Expected Goals Wert rumreite, um jetzt irgendwas zu rechtfertigen, als FC Bayern München Trainer. Junge, dann bist du der falsche Trainer für unseren Verein. Punkt. Gewonnen haben, dann ist es nicht so einfach zu akzeptieren und zu analysieren. Brauchen wir jetzt alle ein bisschen dafür. Ich weiß nicht, was daran jetzt nicht oder was daran schwer sein soll zu analysieren, dieses Spiel. Weil das Ergebnis natürlich ein krasses Ergebnis ist. Wir werden leider nicht alle eure Fragen heute beantworten können. 2 nehmen wir noch mit. Roland Palmert und dann der Kollege hier vorne und dann müssen die Bayern auch nach Hause. Dino, als du Junior ausgewechselt hast, gab es da so eine kleine Geste der Anerkennung oder der Hochachtung. Er war ja auch in Saarbrücken einer, von dem man irgendwie ratlos hinten oder danach blieb. Gibt es irgendeine Erkenntnis aus dem Spiel, was er machen muss, damit er immer so spielt wie heute und nicht wie in Saarbrücken? Also wir wissen ja, dass Junior ein Spieler ist, der extrem viel Qualität hat und ist halt aber auch ein junger Spieler,
der halt auch dann Leistungsschwankungen einfach unterliegt. Und klar wünschen wir uns natürlich mehr Spiele dann von der Sorte wie heute. Er ist, wie gesagt, für uns ein extrem wichtiger Junge, der viel Potenzial hat. Und es ist halt unsere Aufgabe, dieses Potenzial einfach immer zur vollen Entfaltung zu bringen. Bitte sehr. Ja, ist wie bei uns. Also junge Spieler muss man kann das jetzt natürlich nicht beurteilen, aber junge Spieler muss man einfach zugestehen, dass sie auch schlechte Phasen haben und schlechte Spiele haben. Hallo, Oliver Jensen von web.de. Herr Tuchel, war vielleicht ein bisschen auch die Web.de, ich bin gespannt jetzt. fehlende Führung ein Problem? Ich habe keinen gesehen, der sich richtig aufgelehnt hat. Müller kam später rein, das wäre einer, der es eigentlich kann. Auch nach dem Spiel huschen alle weg, statt sich den Fragen zu stellen, außer... Auch hier Lob und Anerkennung an den Kollegen von web.de. Auch mal eine Frage, die mal ein bisschen Tiefsinn hat. Müller, der es tun muss beim Fernsehen. Ja, ist das einfach eine Schwäche? Individuell sind sie ja stark, aber diese Führung fehlt die vielleicht ein bisschen. Ja, wir waren heute auch individuell nicht so stark, muss ich Ihnen leider widersprechen. Da hat er recht, ey. Und das, mal nicht auf den Expected Goals rumgeritten. Individuell war das heute Note 6, Alter. Führungsthema ist insgesamt individuell und als Mannschaft einfach weiter unter unseren Möglichkeiten geblieben. Ich glaube, das weiß auch jeder und ja, dann muss man auch mal Verständnis haben, dass vielleicht die Spieler nicht die allergrößte Lust haben, das heute zu erklären, was sie auch vielleicht gar nicht selber so richtig erklären können. Nee, müssen wir ehrlicherweise kein Verständnis für haben. Für die Leistung muss man auch kein Verständnis haben. Dass die Spieler sich schämen, wenn sie es tun, ja, da habe ich Verständnis für. Aber für alles andere habe ich kein Verständnis. Und deshalb, die Antworten sind deutlich wichtiger, die wir auf den Platz geben, als ob wir jetzt heute da noch im Interview glänzen. Naja, was willst du da für Antworten geben? Die Antworten hättest du in der zweiten Halbzeit auf den Platz geben müssen. Das hast du nicht getan. So. 3-1, wie Tuchel schon sagte, wäre auf jeden Fall noch ein Punkt drin gewesen. Ja? Aber du hast die Antwort nicht gegeben. Dann bedanke ich mich bei den beiden Trainern, bei euch, wünsche denen. Ja, nochmal, sehr ernüchterndes Spiel. Weiß ich nicht. Teilweise waren Tuchel ehrlich und offen, hat gesagt, hier individuelle Qualität, Blasölz. Dann zieht er sich an irgendwelchen Expected Goals Werten hoch und dann fängt er an mit unterm Strich. Es gab heute nichts unterm Strich. Wir waren heute nicht auf Augenhöhe. Frankfurt war ganz klar überlegen in allen Belangen. Ja, da muss man nicht anfangen, sich an Expected Goals Wert hochzuschrauben oder mit unterm Strich anzufangen. Also es gab heute keinen unterm Strich. Auf gar keinen Fall, Alter. Gut, damit habe ich fertig. Muss für mich das Spiel jetzt auch erstmal verarbeiten. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich würde jetzt sagen, nehmt es nicht so schwer, aber es war heute super enttäuschend einfach. Und ja. Bin gespannt, wie es dann nächste Woche weitergeht. Sehr, sehr gespannt sogar. Tschö. Und nicht vergessen, Montag 18 Uhr live.